Dankeschön. Sie, ich muss Sie ganz schnell was fragen. Ist Ihnen schon aufgefallen, dass die Leute beim Essen immer hungriger werden? Wirklich. Kein Fleisch mehr, kein Brot mehr, nichts mehr aus der Fritteuse. Ohne Fritteuse müssen viele Wirtshäuser bei uns im Bayerischen Wald zumachen. Da kommt alles rein. Schnitzel, Pommes, all die Gummistiefel, wenn die schwarze Tonne voll ist. Die Fritteuse ist der Thermomix des Bayerwaldes. Ja, und nun, ja, was sagt... Und nun, ja... Und nur noch Samen und Körner und Sprossen, auf die bin ich früher geraxelt, heute essen wir's. Wir sind am Hof schon so verzweifelt, wir wissen gar nicht mehr, was wir unsere Urlaubsgäste noch zum Essen geben wollen. Es ist soweit, wir essen jetzt mit unseren Gästen Kärntl und Täner kriegen einen Schweinsbraten. Ja. Und ich war auch so als Kind. Ich war unfassbar hungrig. Ich habe auch nicht immer alles gegessen. Aber dann hat Oma gesagt, Martin, in Afrika verhungert Leute. Und dann habe ich gegessen. Aber entweder es gibt keine Omas mehr oder in Afrika sind satt. Auf alle Fälle, es wird immer schlimmer. Und ich helfe ja manchmal bei uns in der Gegend in so einem Wirtshaus aus. Und da war einmal ein Horglicher da, aber kein normaler, das war einer, der hat vor dem Wirtshaus hat er schon gewusst, dass ihm drinnen nichts schmeckt. Kennen Sie so Leute, die wo vor dem Wirtshaus stehen und sagen, ach Schatz, guck mal, die Fassade, nein, ich glaube, die kochen nicht so gut. Aber dann graben es trotzdem einer. Aber da bleibe ich ganz freundlich und frage sie, Entschuldigung, ringt's draus? Nein, warum? Weil es ein Dreck so einer schwappt. Ja, ist ja wahr. Weil ich einfach was... Ja, bitteschön. Weil ich einfach weiß, dass solche Leute noch nie in Italien beim Essen waren. Weil wissen Sie, wo gibt's denn in Italien das beste Essen? In die anreidigsten Hirben, wo nie ein Massentourist hinkommen würde. Sie in Italien, da ist eine kaputte Hauswand ein Qualitätsmerkmal. Wirklich, je mehr Schichten da von der Wand runterfallen, umso mehr hat doch die Lasagne. Ganz nach dem Motto, was die Wand nicht braucht, wird vom Gast gekaut. Ist ja wahr. Der kommt einer zu mir, hat er bestellt einen Salat Nizza oder wie er gesagt hat, Salat Nikäuse. Habe ich schon gewusst, mit dir werden wir eine Gaudi haben. Und dann sind schon seine Extrawünsche gekommen. Ja, aber bitte keine Tomaten, die mag ich nicht so gern. Und bitte auch keine Eier, die vertrag ich nicht. Sag, ja, jetzt hat sie die Hen so viel mir gegeben, dass die das Ohr rausgequetscht. Die hat sie wahrscheinlich einen Hämorrhoiden hergequetscht. Jetzt tun sie das Ohr runter. Gut, erklären Sie die Hen, da mische ich mich gar nicht ein, alles klar. Tomaten, Eier weg. Sagen Sie mal, ist da ein Fisch drauf? Sag ich, nein, da die Ratz liegt drauf. Sag ich, Entschuldigung, ein Salat Nizza, den gibt's doch überall mit Thunfisch, oder nicht? Da sagt, ach, ein Thunfisch. Nö, heute nicht. Sag ich, ja. Jetzt wird's hinten aus ein bisschen eng. Sag ich, ein Salat Nizza ohne Tomaten, ohne Eier, ohne Thunfisch, da liegt ja fast gar nichts mehr drauf. Sie, wie war's ein Alternativ mit einem Wurstsalat? Da ist nicht einmal ein Salat dabei. Ach, ein Wurstsalat, ja. Was ist das denn für eine Wurst? Ist die vom Bio-Schwein? Wo ist das Schwein denn aufgewachsen? Sag ich, wahrscheinlich am Hauptbahnhof. Sag ich, Grutze Fünferl, das weiß doch ich nicht, wo die blöde Sau aufgewachsen ist. Und ich weiß auch nicht, wo sie in die Schule gegangen ist. Aber wissen Sie, was ich weiß? In der Küche draußen liegt ein paniert Schnitzel. Das frage ich jetzt schnell, vielleicht kennen sich die zwei ja. Also jetzt verstehen Sie mich bitte schon nicht falsch. Ich finde es schon wichtig, wenn die Leute wissen wollen, wo ihr Essen herkommt. Aber wissen Sie, was mir nach 3 Jahren in der Gastronomie aufgefallen ist? Die Leute, die immer im Wirtshaus am allerlautesten nach dem Lebenslauf vom Rindfisch schreien. Wissen Sie, wo ich die dann triff? Im Discounter bei der Billigwurst aus dem Plastikbackel. Was ist denn das? Ja. Also. Und da bricht mir als Bauernburs Herz, weil ich nicht verstehen kann, wie man sowas kaufen kann und dann noch selber essen. Sowas gebe ich doch einem Hund oder der Katz oder der Oma. Aber das ist ja doch nicht selber.